Psychische Belastung und Burnout bei Grenzgängern. Grenzkontrollen sollen verlängert werden. CNS warnt vor Phishing-Mails. Die Schobervorer ist zurück. Moin, hallo und herzlich willkommen zum Pendlerclub, dem Podcast für alle Luxemburg-Pendler. Mein Name ist Jill Reale und heute ist Dienstag, der 25. August 2026. Lange Pendelzeiten, hoher Leistungsdruck und manchmal auch ein schwieriges Arbeitsklima. Eine Psychologin aus Mama beobachtet seit der Corona-Krise zunehmend Grenzgänger und Expats, die unter ihrer Arbeitssituation leiden. Die Beschwerden reichen von Schlaf- und Konzentrationsproblemen über Kopfschmerzen und Muskelverspannungen bis hin zu chronischer Erschöpfung. Als einen wichtigen Belastungsfaktor nennt Isabel Kiefer auch das Pendeln. Gerade wenn Zugverbindungen ausfallen oder unzuverlässig sind, entsteht bei manchen jeden Morgen die Sorge, wann komme ich heute eigentlich bei der Arbeit an? Dazu kommt laut der Psychologin ein hoher Leistungsdruck, besonders in großen Unternehmen. Viele ihrer Patientinnen arbeiten etwa im Finanz- oder Rechtsbereich oder auch bei den Big Four. Interessant ist auch der Blick auf das Alter. Kiefer sagt, dass inzwischen mehr jüngere Menschen mit psychischen Problemen zu ihr kommen. Das durchschnittliche Alter ihrer Patientinnen mit den entsprechenden Problemen liege mittlerweile eher bei Mitte 30 statt bei Mitte 40. Und auch die Zahlen des Quality of Work Index zeigen eine deutliche Entwicklung. Das mittlere und hohe Burnout-Risiko unter den untersuchten Beschäftigten ist von 16% im Jahr 2014 auf 36% im Jahr 2025 gestiegen. Den ganzen Artikel zum Nachlesen gibt's nochmal in den Shownotes. Ja, viele haben es vielleicht schon gehört. Deutschland will die Kontrollen an seinen Außengrenzen erneut verlängern. Und zwar bis mindestens Mitte März 2027. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hat die Verlängerung bei der EU-Kommission angemeldet. Die Kontrollen gibt es bereits seit September 2024. Sie wurden mittlerweile ja mehrfach verlängert. Immerhin, die stationären Kontrollen zwischen Luxemburg und Deutschland wurden mittlerweile abgeschafft. Stattdessen gibt es mobile Kontrollen und diese sollen auch nach aktuellem Stand bis Mitte September weitergeführt werden. Luxemburg will gegen die geplante Verlängerung der deutschen Grenzkontrollen außerdem erneut eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission einreichen. Und hier jetzt ein kleiner Disclaimer. Diese Folge wurde vergangenen Freitag am 21. August aufgezeichnet. Für die ganz aktuellen Entwicklungen rund um die Grenzkontrollen gibt es in den Shownotes noch einen Link. Die luxemburgische Krankenkasse CNS warnt vor einer neuen Welle von Betrugsmails. Die Nachrichten sehen täuschend echt aus und nutzen den Namen und das Logo der Krankenkasse. Darin wird beispielsweise eine angeblich ausstehende Rückerstattung versprochen oder auf einen vermeintlichen Verwaltungsfehler hingewiesen. Anschließend sollen die Empfänger auf einen Link klicken. Genau darüber versuchen die Betrüger, an persönliche oder auch finanzielle Daten zu kommen. Deshalb empfiehlt die CNS, bei verdächtigen Mails keine Links anzuklicken und auch auf gar keinen Fall persönliche Daten, Bankverbindungen oder Zugangsdaten einzugeben. Wer sich unsicher ist, sollte sich direkt über die offiziellen Kanäle an die CNS wenden. Seit dem Wochenende ist die Schobervorer wieder auf dem Glassi. 20 Tage lang gibt es Fahrgeschäfte, Gastronomie und auch Unterhaltung, bis einschließlich zum 9. September. Für die Anreise empfiehlt die Stadt Luxemburg öffentliche Verkehrsmittel. Die Tram fährt während der Vorer häufiger und bis etwa 2 Uhr nachts. Außerdem gibt es mit der Buslinie 37 einen Pendelverkehr zwischen dem Bouillon und dem Glassi. Alle wichtigen Informationen und Artikel, auch Reportagen rund um die diesjährige Schobervorer gibt es auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Das war's mit dem News-Update für diese Woche. Bleibt in der Wort-App und auf wort.lu immer auf dem Laufenden. Ich verabschiede mich für diese Woche und sage Eddie à merci.